Ein Landwirt hat im Internet gelesen, dass ein italienischer Gockel potenter ist als ein bayerischer. Er hat sich übers Internet einen bestellt und dann denkt er sich, den muss ich mit irgendwas fordern. Dann ist er angekommen, dann hat der italienische Wurm das erste Mal in seinem Leben einen echten Ringwurm gesehen. Und dann hat er zu seine Hähner lassen und am nächsten Tag in der Früh schreit der Gockel, Kikeriki, ich bin ein Italiener und schnackselt alle Hähner. Der Bauer ist runter und hat gesagt, das, wenn du noch einmal sagst, dann reiße das sämtliche Federn aus, was du hast. Am nächsten Tag in der Früh um 5 Uhr, Kikeriki, ich bin ein Italiener und schnackselt alle Hähner. Der Bauer runter, reißt dem alle Federn aus. Am nächsten Tag in der Früh, Kikeriki, ich bin ein Italiener und nackert ist noch schöner. Der Direktor hat eine Sekretärin gebraucht, aber er hat einen Geburtsfehler gehabt, er hat keine Ohrenmuschel gehabt. Da geht die Sekretärin rein, da sagt der Pass uns auf, sagt er, dass sie Computer, dass sie Steno können, dass sie Schreibmaschinen. Ich möchte Ihre Feinfühligkeit einmal prüfen. Schauen Sie mich einmal an. Da schaut sie an und sagt, Sie haben ja keine Ohren. Oh, sagt er, das ist hart, das ist nicht feinfühlig. Kommt die zweite hin, sagt das Gleiche. Schauen Sie mich einmal an. Ja, sagt sie, sind Kontaktlinsenträger. Oh, sagt er, das ist schön. Wie sind Sie darauf gekommen? Er sagt, der Brüllen heute nicht. Tierforscher bzw. Tierwissenschaftler untersucht einen Frosch. Und ja, er sitzt dem Frosch hin, dann sagt der Frosch hüpf, der Frosch hupft, quack. Frosch 40 cm gehupft. Er schreibt auf, Frosch 40 cm. Denkt er sich, was passiert jetzt, wenn ich dem Frosch einen Haxen wegschneide? Er schneidet einmal einen Haxen weg, sitzt dann hin, sagt der Frosch Frosch hupft, quack. 30 cm. Schreibt er auf, Frosch mit 3 Beinen, 30 cm. Denkt er sich, schneide ihm nochmal einen Haxen weg. Sitzt ihn wieder hin, sagt der Frosch hupft, quack. 20 cm. Schreibt er auf, Frosch mit 20 Beinen, mit 2, Entschuldigung. Das ist die Aufregung. Schreibt er auf, Frosch mit 2 Beinen, 20 cm. Denkt er sich, ja gut, dann mal so weiter. Schneidet er nochmal einen Haxen weg, sitzt ihn hin, sagt der Frosch hupft, quack, 10 cm. Schreibt er auf, Frosch mit einem Bein, 10 cm. Denkt er sich, jetzt mag ich es wissen, gell? Schneidet ihm den letzten Haxen auch noch weg. Schneidet ihn weg, sitzt ihn hin, sagt der Frosch hüpf. Frosch rührt sich nicht. Sagt der Name, Frosch hüpf. Der Frosch rührt sich nicht. Schreibt er auf, Frosch ohne Beine, taub. Also das ist in Österreich passiert. Da hat der Opa hat zu der Oma gesagt, weil es goldene Hochzeit gehabt haben. Er hat gesagt, du Oma, was wünschst du denn zur goldenen Hochzeit? Mein Gott, hat sie gesagt, Sepp, was soll man denn wünschen? Du weißt ja, wir haben doch alles, wir haben das alles. Und das, was man wünscht, das kannst man nicht erfüllen. Ja, warum kann der das nicht erfüllen? Was darfst du denn da wünschen? Ja, weißt du, Sepp hat gesagt, weißt du, was man halt wünschen darf? Weißt du, weil es das erste Mal war, gell? So, und das ganze Milieu und so drumherum, das darf er halt wünschen. Na, du denkst, das wird sich erfüllen. Ist am nächsten Tag ins Reisebüro gefahren, hat er so eine Reise gebucht nach Österreich, sind sie auf Österreich gefahren, ins selbe Hotel, das haben sie wieder gefunden. Und wenn es so schummrig geworden ist, so gegen Abend, 8 Uhr auf die Nacht, sind sie aufgestiegen auf das Waldwiesel. Ich habe genau dieselbe Stelle wieder gefunden, weil das tut mir das gewesen ist.
Ja, dann haben sie halt probiert, verstehst du? Wenn sie so zugange gewesen sind und so, sag einmal, Marili, was ist denn los mit dir, was ist denn los mit dir? Du bist doch heute viel besser wie damals. Ja, hat sie gesagt, damals war der Draht auch noch nicht elektrisch klar. Ja, es ist eine kleine Polizeistation in Bayern, nur 2 Beamte und da wird aufgerüstet und die kriegen beide ein Dienstpferd. Und jetzt stehen die halt vor die 2 Pferdl und schauen die an und dann sagt der eine, aber wir halten jetzt mehr die Pferdl auseinander, gell? Oh, schwierig. Er hat gesagt, ich habe eine Idee. Bei meinem tue ich den Schwarf halbieren, ich schneide die Hälfte weg. Dann ist das anders und dann passt das auch. Ja, der macht das, schneidet das weg. Die Pferdl kommen in den Stall, auf die Nacht schaut das eine das andere und sagt, was ist mit dir los? Ich habe gesagt, die haben mir da über den Schwarf weggeschnitten. Ja, wenn du bloß einen halben Schwarf hast, mag ich jetzt auch keinen ganzen. Jetzt beiß mir auch die Hälfte weg, weiter. Ja, der beißt ihm die Hälfte weg. Die 2 Polizisten machen da früher den Stall auf und sagen, das gibt's ja nicht. Was der man jetzt? Jetzt kommen wir wieder nicht auseinander. Ich überlegen sie und sagt, aber weißt du was, ich tue bei meinem Mähne weg. Dann passt es wieder. Ja, der geht hin und zaubert die Mähne runter. Die 2 Pferdl im Stall drin, der schaut zu mir und sagt, was ist mit deiner Mähne? Ja, die haben es mir gerade runtergeschnitten. Also wenn du keine hast, mag ich auch keine. Beiß mir es runter, geh weiter. Ja, der geht hin, beißt ihm die Mähne runter. Jetzt waren die 2 Polizisten da früher wieder auf. Das darf doch, oh ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt kommen wir es wieder nicht auseinander. Was tun wir denn? Sagt der andere, jetzt machen wir es ganz anders. Ich nehme das Weiße und du das Schwarze.